Im Wirtshaus zwickt der Tier und der Hubert möcht's richten, aber da trieschelt er so lang umeinander, dass Pfanni derweil selben repariert. Der Rolli treibt seiner Großnichten gleich zu, weil es in der Wachstube einen Tag der offene Tier anhält. Währenddessen wird in der Apotheken eingebrochen und sie schnappt sich gleich den rauschgiftsüchtigen windigen Krippe und kastelt ihn ein. Danach ruckt's wieder mit dem Pfarrer zusammen, weil es ungläubig und gottlos ist. Es stellt sich außer, dass ein Gerstl sein Klassentreffer schäd vor einem Leitbetrüger im Netz erfunden worden ist, damit er gleich ankassieren kann. Und der Pfarrer redet sein Onkel gut zu, dass er sich mit seiner früheren Schulkameraden wieder vertragt. Der Mike und sein Bub machen Sprich, von wegen sie konnten einen ganzen Tag lang vegetarisch leben. Aber die Annalena erwischt's, wie es gerade in einen Döner einbeißend. Der Fanny, seine preußische Tochter, wird in der Schule alle schlechter und dachet ihrer Mutter einen Hunderter und reist aus von daheim und die Psychotante von der Schule sagt, dass sie jetzt außer im Rechner auch noch in Deutsch Nachhilfstunden braucht. Der Rolli bildet ihm ein, dass das Hummerl zu viel Stress hat und schickt das Netz eine zu einem Kurs. Und auf das auf tut's nachher als wie ein gestingeter Lärmsierter. Das kommt aber beim Zwiebel nicht extra gut an. Kathi bringt die alten Krauderer bei, wie man mit dem Handy umgeht. Der Uri, seine preußische Freundin, wird aber recht desperat, weil es niemand hat, dem was mit dem Handy schicken konnte. Schließlich findet es aber doch eine Gesellschaft. An Hubert, seine preußische Tochter, lässt sie bloß von der Mutter den Arsch auswischen. Die schenkt ihr aber einen Osterhosen, damit das vom Vater machen lässt. Schließlich bringt ihr der Martin bei, wie sie es selber machen kann. Die Erika baut einen Unfall und der Fanny, sein preußischer Stiefsohn, sieht das und hilft ihr. Bei der Feuerwehr stellt er sich aber so deppert an, dass sie ihm nimmer gefreut und dass er nimmer mit tun möchte.